SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Heute warten Sie auf der Mittelberghütte. Ist ein Krampf. Erst recht, wenn man alles allein macht, wird Caroline Bölli. Gleich hat es einfach auch einen Reiz, zum Ausloten, wie viel das eigentlich noch geht. Wegen dem schlechten Wetter läuft nicht mehr viel auf der Skihütte Obererz. Der Werner und Sarah Lüthi machen früher zu als denkt. Das ist bitter. Vor allem für Sarah. Nein, jetzt von diesen Bergen weg, das ist schwierig. Die Saison auf der Wasenalp ist vorbei. Die Chiara Tschärig ist mit ihrem Vater auf dem Weg zum zweiten Familienbetrieb, der Turtmannhütte. Ach, ist das schön. Es ist jedes Jahr eine Freude, hierher zu kommen. Es ist alles so ruhig, es ist alles so friedlich. Das ist SRF bei den Leuten. Winterhüttengeschichten. Seit über einer Woche macht Caroline auf der Mittelberg vor allem etwas. Schnee schaufeln. Es hat durchgeschneit. So extrem habe ich es eigentlich noch nie erlebt. Also ich würde jetzt vielleicht nicht gerade sagen, dass ich depressiv werde, aber es macht mich schon ein bisschen, einfach ein bisschen runter. Ich bin halt schon ein Lichtmensch. Darum ist das jetzt ein ganz grosser Moment für die Caroline. Wow, die Sonne! Die Sonne! Yes, die Sonne! So gut, die Sonne! Mit Hallo-Effekt! Und verschwunden die Sonne. Sie macht ein bisschen Guckuseli. Hi! Jetzt kommt's, jetzt macht sich wieder ein Wetterfenster auf. Jetzt, wo das Wetter besser wird, kommen da wieder Gäste zur Hütte. Hey! So, gehen wir mal schauen. Juhu! Juhu! Seit 8 Tagen habe ich niemanden mehr gesehen. Salut Olivier. Ça va? Oui. Ça fait plaisir de te voir. Super! Super! Pardon. Entschuldigung, aber wenn du 8 Tage lang niemanden mehr hast gesehen, das ist Alors, etwas. c'est quelque chose, ouais. Bonjour Caroline. Bonjour. Ein bisschen menschliche Wärme. Chaleur humaine. OK? La porte, elle était coincée. Die Tür war verklemmt. Die Fenster, die ich jetzt freigeschaufelt habe, jetzt hat er ein bisschen Licht in der Hütte. Das ist schon Luxus. Wie viele Tage hat es denn geschneit? À peu près 7 jours. Etwa 7 Tage. Ah ouais. Ça, c'est pour faire de l'eau. Das ist zum Wasser machen. Das ist jetzt mein grosses Problem. Weil hier muss man aufmachen. Wenn jemand von euch ein bisschen schaufeln könnte. Ouais, ouais. Der Dachkennel und damit die Wasserfassung ist komplett zugeschneit. Hoppla. Jupp. Wegen dem muss Caroline immer noch Schnee schmelzen. Ohne Hilfe wäre das noch lang so mühsam weitergegangen. Ich schaue immer eigentlich, dass ich sehr viel auch selber erledigen kann. Und dann gibt es auch Gäste, die sehr spontan sind und die einfach sagen, Caroline, wir machen das. Und das schätze ich sehr. Und das hatte ich wahrscheinlich auf einer grossen Hütte hatte ich das nicht. Auf einer kleinen Hütte, da weiss man, dass man eigentlich angewiesen ist aufeinander. Und es hat sehr viel auch Bergvierer oder wo wirklich auch unterstützen. Und für das möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Nach so vielen Tagen eingeschneit und allein sein, geht der Caroline die menschliche Wärme besonders nach.
schön wieder Gäste. Es ist wieder Action. Aber es ist schön, dass es heute auch nicht ganz voll ist. So kann man sich wieder ein bisschen akklimatisieren, wie das ist mit Gästen. Alors là, pardon. Je mets juste à côté, ça c'est du curry. Oh là là, quel petit lac. Petit lac, faut quel petit lac. Ein gut. Ein gut. Ein guter miteinander. Tiba, c'est comme Sarina. C'est comme Sarina. Oh, mir geht's doch wunderbar, wenn ich so an einem schönen Tisch sitzen mit so sympathischen Herren. Ich fühle mich richtig wohl heute. Es tut gut, dass man halt auch wieder Menschen sieht, dass man wieder ein bisschen lachen kann, ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen sein. Ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein, genau. In den Glarner Bergen stürmt es seit Tagen. Das ist an der Obererbshütte nicht spurlos vorbeigegangen. Ja, der Föhn ist so stark gegangen die letzten Tage, ganz letzte Woche. Und unser Kompost, der hat es vorgewindet. Der hat die Ecke wieder hinter der Tür. Und jetzt ja, muss man schauen, ob man den noch brauchen kann, ob er noch ganz ist, ob man ihn wieder zusammensetzen kann und dann ein bisschen besser fixieren kann, dass er beim nächsten Föhnsturm bleibt stehen. Ist alles abgerissen. Aber wir können probieren, ob wir das gleich flicken können. Ja. Das muss man zu zweit machen. Ich muss schnell Sarah sagen, ob sie mir helfen kann. Stimmt die eine Seite noch? Hä? Die da ist noch, die geht noch. Stopp. Nein, diesen Weg oben. Nein. Wow. Weil, da sind die Treppen so, also müssen die Treppen auch so sein. Da ist das falsch. Schon. Nicht zu fest, oder? Dass es kaputt geht. Aber rutschen kann man immer noch. So, oder? Und es sind auch nur noch zwei so Scharniere dort. Hat es noch zwei? Oder liegen irgendwo noch zwei? Ich gehe mal davon aus, ja. Irgendwie sind die weg. Es ist zwar, alle anderen Teile sind noch oben, aber die sind weg. Aber hey, Herr Lüthi, die sind da dran im Fall, die Teile, die ich jetzt gesucht habe. Ohne irgendwie einzwängen. Okay. So ein Schlitz rein, dann kann man sie reinklappen. Ist gut. Morgen ist die Wintersaison fertig. Sarah bedient noch die letzten Gäste. Ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, die jetzt in diesem Wetter hier raufkommen. Ich finde das total lässig. Und freue mich natürlich, weil ich eigentlich möchte, dass die Sachen noch gegessen werden. Sonst nehme ich sie mit heim und esse sie daheim. Aber es ist eigentlich besser, wenn das die Leute etwas davon haben. Dreieinhalb Monate lang haben die Leute diesen Winter offen gehabt. Ja, ich bin zufrieden mit der Saison, ja, bis jetzt. Aha, mal.
Es ist alles, hat eigentlich alles funktioniert. Zum Teil einfach, zum Teil mit Aufwand. Und es hat ja sehr viel Schnee gehabt. Mit dem Schnee waren wir sehr zufrieden. Und es hat immer geklappt. Finanziell heisst das, dass man sicher die Hüttenhilfe zahlen kann. Man kann mehr einen kleinen Lohn zahlen. Und ich glaube aber, eben, wenn wir jetzt wirklich davon leben müssen, als Familie, dann ist es schwierig. Ich glaube, das Wichtige sind alle Begegnungen, die wir hier oben haben. Begegnungen. Also auch das, was mit den Leuten mal ein Spiel machen und einfach all die guten Gespräche. Ich glaube, das ist so wertvoll. Und wenn dann das aufgeht mit dem Finanziellen irgendwo, dass man durchkommt, dann ist es wirklich lässig. So, also, ciao zusammen, danke für den Besuch. Kommen gut runter. Wir werden jetzt fest verblasen. Darauf geht es immer, genau. Also wahrscheinlich nass, aber sonst gut. Tschüss zusammen, euch auch. So. Jetzt kannst du schauen. Auch auf der Wasenalp ist Saisonschluss. Guten Morgen, hallo. Voilà, schau, du musst echt noch ein bisschen ziehen, gell? Die Magdalena Tschärig ist an diesem Tag allein. Die Familie ist schon nicht mehr rum. Eier, Milch bringen ich noch. Und hat er gerne einen Kaffee? Ja, eine Schale, ja. Eine Schale? Ja, Cappuccino. Cappuccino, ja. Okay, bitteschön. Möchtest du Wasser oder Ofen? Für mich ist der Morgen insofern speziell, dass das letzte Frühstück ist, das wir jetzt machen in dieser Wintersaison. Und es ist verbunden mit einer Freude einerseits, weil es ist wieder eine Wintersaison vergangen, wo ohne grosse Tiefs oder Hochs, sondern einfach wirklich eine schöne, gute Saison erleben. Und ja, dass wir das jetzt abschließen. Ja. Voilà. Dann haben wir das Cappuccino. Danke. Und du hast das Milchkaffee. Bitte schön. Danke vielmals. Saisonschluss auf der Wasenalp heisst bei den Tschärigs gleichzeitig auch wieder Saisonanfang. Die Tochter Chiara ist darum mit dem Papa Freddy und der guten Seele Brigitte unterwegs zum zweiten Familienbetrieb. Auf Turtmannhütte auf rund 2500 Meter Höhe. Morgen geht es hier los mit der Wintersaison. Pass auf, pass auf. Pass auf. Es ist jedes Jahr eine Freude zu kommen. In die Stille. Es ist alles so ruhig, es ist alles so friedlich. Schön weiss, unverspurt, wirklich wunderschön. Und der Bach hat sogar mega gefriert, hörst du? Ja. Ach, ist das schön. Ist das schön, Leute. Herrlich, herrlich, herrlich. Super klasse schön. Turtmannhütten ist ein ganz anderer Betrieb als die Wasenalp. Da oben kommt man noch mit der Tourenski oder mit dem Heli. Fließend Wasser oder eine Zentralheizung wie auf der Wasenalp gibt es da oben nicht. Das kannst du mir, gell? Alles Milchware ist hier am Anfang. Ja. Das ist die Bolle, die wir gekocht haben. Die ist jetzt gerade aus dem Tiefkühler gekommen und geht hier wieder an mich. In den nächsten Tiefkühler. Alles, was hier im Keller ist, das esse ich selber auch gerne. Oder? Das ist eigentlich meine Dings. Das sage ich auch meinen Mitarbeitern, wenn ihr etwas kocht und auf den Tisch bringt, müsst ihr eigentlich schauen, würde ich das auch essen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Zwei Flüge auf einen Schlag.
Die Hütte muss vom Schnee geräumt werden. Und der schmilzt in den Kübeln zu Trinkwasser. Wir müssen den ganzen Winter mit Schneeschmelzer arbeiten. Also es ist nicht so, dass irgendeine Entleitung dafür kommen. Und darum müssen wir eigentlich den ganzen Winter Schnee schaufeln. Ja. Die nächsten paar Wochen führt Chiara die Ortmann-Hütten allein. Mit Hilfe von Brigitte. Für mich ist es nicht das erste Mal, als ich alleine hier oben bin. Ich bin während der Lehre hatte ich mal im Winter 3 Wochen Ferien gehabt. Und dann bin ich auch schon 3 Wochen hier oben gewesen. Und in dem her kenne ich es eigentlich. Es ist ein bisschen anders als im Sommer hier oben im Winter. Aber immer ganz eine schöne Zeit. Also es ist wirklich ganz ein schönes Arbeiten. Nur mal wirklich in der Natur, voll im Winter. Und auf das freue ich mich sehr. Chiara, das machst du so gut. Die Familie Tscherig führt die Ortmann-Hütte schon seit mehreren Generationen. So. Der Fredi hat sie vor 28 Jahren von seinen Eltern übernommen. Das ist der Vorteil mit der Schweizer Fahne. Die kannst du nicht verkaufen hierher kommen. Die Walliser Fahne kannst du Sterne gegen das Unten natürlich. Ich war als Kind mit meinem Vater hier und jetzt so habe ich meine eigenen Kinder hier. Ja, das bedeutet für mich sehr viel hier. Ja, das ist ein schöner Ort und mit vielen Erinnerungen. Und jede Saison, die man wieder eröffnen darf, ist ein Highlight des Jahres. Das wird das Wasser der nächsten Tage sein. Wir haben zwar einen Wassertank von 2000 Liter, aber wenn dann mal 40, 50 Liter hier sind, dann geht das Wasser schnell. Und ja, das ist noch sehr altmodisch. Ab nächstes Jahr bekommen wir einen Wasserkeller und dann müssen wir die Arbeit nicht mehr machen. Das ist das letzte Mal. Die letzte Saison. Gut. Die sieht fein aus, die Suppe. Könnt ihr alle mal reinschauen. Oh. Ach, das ist so eine schöne meditative Arbeit hier. Könnt ihr stundenlang machen. Ich fühle mich wohl. Wenn es jetzt noch ein bisschen wärmer wird, fühle ich mich glatt noch wohler. Nein, ist wunderschön. Nein, ich bin gerne hier. Telefonisch nehmen wir keine Stornierungen an. Komisch, das hat mir letztes Jahr nicht. Besten Dank. Dass die Leute einen schönen Abend alle. So oft angerufen haben wegen Stornieren. Ja, ich habe 5 Leute verloren, weil stornieren. Ja, nein, das ist Sport. Habe ich so richtig gesagt? Ja, oder ja. Hat die anders sagen? Nein. Gerne. Aber für morgen? Ja, es sind 5 weniger schon. Hey, der Gesundheit zusammen. Sante? Vergesst die Wintersaison. Ja. Gesundheit, Brigitte. Gesundheit. Gesundheit auf. Eine gute Wintersaison. Yes! Wenn es im Bintal taget, dann ziehen die Gäste von Mittelberghütte los. Wow. Merci. C'est bon. Gäste der Hütte haben, das ist für Caroline das Grösste. Aber das, was von den Gästen zurückbleibt, ist eine weniger gefreute Sache. Die 2 Seiten der Medaille halt. Ich hoffe zusammen, dass es heute einen schönen Tag gibt. Aber glauben tue ich es noch nicht ganz. Es hat noch zu viel gewirkt drin.
So. Da oben können wir auch schon schauen. Sie wissen, dass es jetzt wahrscheinlich bald mal etwas gibt. Es gibt sicher Situationen, wo ich einfach denke, mein Gott, Walter, was machst denn du eigentlich da oben? Du musst ja einfach gestört sein, oder? Ja, da kannst du es eigentlich unten auf der Couch 20 Mal schöner haben. Und gleich hat es einfach auch einen Reiz, zum Schauen oder zum Ausloten, wie viel das eigentlich noch geht. Aber für mich persönlich. Und es geht eigentlich verdammt viel. Es geht sehr viel. Sehr viel mehr, als man denkt. Auch wenn man denkt, jetzt ist einfach wie genug fertig oder so. Was doch ein Teigschaber nicht alles gut ist. Das ist jetzt ein Alltag gegangen, diese Saison. Also seit dem 12. Februar geht das so. Also heute kommt ja der Roger rauf mit Gästen. Und dann nachher müssen wir ein Solarpanel auswechseln, weil eins ist kaputt gegangen. Der Roger Mathieu ist der Besitzer der Hütte. Er kommt das erste Mal nach dem grossen Schnee wieder rauf. Aber zuerst kümmert sich Caroline um ihre Freunde dort oben. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht den Abhang abgeht. Oh, hoppla. So. Nein, kein Hüttenkoller. Nein, definitiv nicht. Das habe ich eigentlich selten, den Hüttenkoller. Und eben, manchmal musst du halt dann einfach wieder ein bisschen die Gegend anschauen und so. Ich meine, es ist momentan wieder gerade super schön. So richtige Morgenstimmung. Also heute ist es richtig mystisch. Hier oben geht es mir besser, ja. Auch wenn ich Stress habe manchmal. Ups. Unglaublich, unglaublich. Die Masse Schnee. Morgen liegt der gleich gerade, wenn man sieht, wie viel Schnee das es da hat. Das ist gewaltig. Das sind hier 7-8 Meter Schnee auf der Seite. Allein hier. Ich hatte schon gedacht, dass ein bisschen Schnee haben, aber gerade so, das ist wirklich riesig. Ja. Hast du einen Film drin? Ja, ich habe einen Film drin. Hey. Ja, hallo. 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 Hallo, ich bin Ella. Hi. Mit einer Einsamkeit. Einsamkeit, ja. Sally? Wie geht's? Ja. Ja. Siehst du ja, wie viel? In der Murmeltierhöhle, gell? Hey, Madonna. Ja, wunderbar. Ja, hast du es überlebt? He? Der Eremit hat es überlebt, Der Eremit, genau. ja. Oder das Murmeli. Jetzt bist du auch froh, dass ein paar Ja. Leute wieder kommen. Gell? Wenn jemand so 8 Tage, musst du dir vorstellen, 8 Tage allein hier, ohne die Chance oder die Möglichkeit, wenn etwas ist, wegzugehen. Und das kommt ja niemand. Und es fliegt ja kein Helikopter. Du bist ja wirklich 8 Tage hier, fest. Und ja, mit dem musst du umgehen. Das ist... Aber wir haben jeden Tag 1-2 Mal telefoniert und dann hat man wieder berichtet, wie es geht. Und ja, das ist das eigentlich. Es hat den Tag gegeben, wo ein bisschen mehr mühsamer war, wo ein bisschen mehr damit gekämpft hat, und andere Tage, wo es dann wieder sehr gut war. Das Ziel von heute, habe ich gedacht, ist hier Flachhaus.
dass man uns sieht, das Tal uns Ziel sieht. wäre eigentlich Ich gehe ins Wasser und wenn Sie mir helfen, ich hier dann gerade uns... nachher auch noch ein bisschen schüffeln. Hä? Ich mache hier mal so Lose. Ja, super. Aber dann nimm doch eine große Schaufel. Jetzt müssen wir ein bisschen die Wasserproduktion kurbeln. Wenn jetzt das Wochenende voll ist und alles muss mit Schnee schmelzen, dann müsste das funktionieren, gell? Sonst hättest du zu wenig. Wenn die Hütte voll ist und 18 Leute da sind, brauchst du 100 Liter im Tag. Das gibt es nicht jeden Winter. Also, es hat es die letzten 4 Winter nie gegeben. So. Aber du kannst ja die Hütte gleich führen. Es geht ja, weißt du? Mit dem vielen Schnee. Und die Leute reklamieren ja nicht, das siehst du ja. Die noch helfen schäufeln, oder? Das ist natürlich... Die Leute fühlen sich hier einfach daheim, weil es eine kleine Hütte ist. Schau mal, was meine Gäste hier schon alles geschafft haben. Gäste? Warum Gäste? Arbeitstrupp. Ah, Arbeitstrupp. So. Wir nehmen eine Pfanne. Ja, bis die Produktion richtig läuft, braucht es noch ein bisschen, gell? Ja. So. Yes! Tropft es? Es tropft. Langsam, aber sicher. Du musst dich an den kleinen Sachen freuen. Grosse Sachen gibt es eigentlich fast gar nicht. Genau. Das ist ein beruhigendes Gefühl. Ja. Aber jetzt müssen wir dann mindestens noch das Bier haben, sonst ist das Benzin fertig. So, ha? Okay. Du hättest mir jetzt lieber lauwarm, bitte, mein Bier. Was meinst du? Ich hätte mein Bier lieber lauwarm. Weißt du was? Du bist doch einfach ein Warmdusch. Die Leute haben es wirklich gerne. Ich habe immer wieder ein gutes Echo. Da bin ich natürlich als Eigentümer von der Hütte bin ich beruhigt, oder? Weil dann weiss ich, dass es funktioniert und dass es geht. So. Aber Hilfe braucht es schon. Also, aber das ist auch so gedacht. Ich weiss, warum das regnet, weil der Himmel traurig ist, dass wir gehen. Ja, das glaube ich auch. Darum regnet es so grusig. Aber ich glaube, du kannst jetzt auf die Website schreiben, oder? Der Himmel weint. Warum weint der Himmel? Ah, genau, das geht. Ja, Insta. Das geht Insta. Warum weint der Himmel? Warum weint der Weil Himmel? Oberherbst heute um 12 Uhr geschlossen ist. Ab 12 Uhr geschlossen ist. Eigentlich finde ich es auch schön, wieder runterzugehen. Irgendwie. Schön. Also wenn es jetzt wahnsinnig schön Wetter wäre, frühlinghaft, dann würde ich es hier schön finden. Und hier ist jetzt halt wirklich die nächsten Tage nicht so schön. Und dann ist gut. Hi Pudel, du kommst nicht mehr über, du bist so fett geworden. Einmal müssen wir noch Eier touchen, wenigstens ein ist jetzt am besten, wenn noch nie Eier touchen. Ja, du hast nicht Eier. Spitz. Ätsch. Oh shit. Vielleicht ist das letzte Eierdeutschen auf der Oberherbshütte. Also die Entscheidung, wie es weitergeht, ist nach wie vor offen. Man kann mich 3-mal pro Tag fragen und es kommt 3-mal eine andere Antwort. Ich glaube, wir müssen noch einmal ganz genau die Rahmenbedingungen festlegen und dann geht es weiter. Also, wenn ich jetzt allein entscheiden könnte, würde ich noch ein Jahr anhängen. Ja, also die Umgebung und die
die Begegnungen mit den Gästen und so und die Highlights, die wir hatten mit den Gästen, hat schon noch ist gut gewesen. Sicher ist im Moment nur, dass die Leute noch zusammen die nächste Sommersaison machen. Es ist nicht ganz so gelaufen, wie sich Zara gewünscht hat. Das Hüttenwartsleben ist immer noch mein Traum. Es hat sich ganz viele schöne Momente gegeben. Und die Frage ist jetzt, wie kann man diesen Traum weiterleben, dass das traumhaft bleibt. Und da ist wirklich der Knackpunkt. Oder meine Frage, die ich am Umhirnen bin, schaffen wir das als Paar? Oder ist einfach das die Schwierigkeit, die man ändern muss, dass man den Traum weiterleben kann? Also im Sinne von, finden wir zusammen einen Weg, dass es wirklich ein Traum bleibt? Oder würde es sich besser eignen, das mit anderen Menschen machen, wo man nicht auch noch eine partnerschaftliche Beziehung hat mit ihnen? So, das nimmt ja langsam Form an. Der erste Morgen auf der Dortmannhütte ist garstig. Das schlechte Wetter bringt Chiara aber nicht aus dem Konzept. Die Sicht ist nicht so gut. Also es kann schon sein, dass wir kommen, dass wir auch nicht. Aber heute ist so vorbereitet, wie wir heute Abend Gäste haben. Vielfach ist die schlechten Tage schlechter zu ertragen als die guten Tage, oder? Das Warten auf die Gäste und so ist härter als nachher, wenn etwas läuft. Wenn etwas läuft, geht man am Abend müde und zufrieden ins Bett. Und sonst irgendwann hat man dann mal alles geputzt. Der Wind nimmt zu, die Zahl der Gäste ab. Jetzt ist vorhin noch das Telefon gekommen. Ja. Die Huck kommen nicht. Die kommen nicht. Nein, die sind auf Vertrag und kommen nicht. Ja. Jetzt bleiben eigentlich nur noch die Linsen. Ja. Der Fredi geht heute noch wieder runter ins Tal. Kein Problem für Chiara. Sie ist instruiert und kann für die nächsten Wochen die Gäste empfangen. 2 und die... Und die sind 6. Okay. Die bleiben ja dann 3 Nächte, Remo. Aber ich würde gar nicht gross einfach kochen. Nur warten, Ja, bis sie da sind. Ja. Aber grundsätzlich haben wir ja alles, was wir besprochen haben. Tipptopp. Und wenn etwas ist, es gehen ja beide Telefon. Ja. Mal schauen, was die nächsten Tage bringen. Houston. Wenn ich mit 16, 17 gefragt hätte, ob wir auf die Hita wären, dann hätte ich von mal sicher gesagt, ja, alles andere, aber sicher nicht die Hita. Nie und nimmer gehen wir auf die Hita. Wir haben so die Nase voll von der Hita. Alles dreht sich um die Hita. Und wir waren alle nachher viele im Ausland, wir haben eine Lehre gemacht, wir haben anders gesehen. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo wir auch die Vorteile von der Hita gesehen haben, die Freiheiten, die wir hier haben. Und das lernt man erst schätzen, wenn man das andere auch gesehen hat. Schlussendlich müssen die das Leben führen, oder? Und das macht Freude, wenn sie mitmachen, helfen, die haben alle drei. Und wenn sie Interesse zeigen, das vielleicht mal weiterzuführen oder so, ist das okay. Und sonst gehen sie ihre eigenen Weg. Ciao. Mach's gut. Ciao, Brigitte. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Das Interesse ist bei Chiara schon mal da. Für die Wasenalp und für die Dortmannhütte. Ob sie die Familientradition schlussendlich weiterführt? Für diesen Entscheid wird sie sich viel Zeit nehmen.
ist Anfang April im Glarnerland. Die Wintersaison ist vorbei. Heute ist der letzte Tag auf der Skihütte Obererbs. Ich freue mich extrem, die Töchter ein bisschen mehr zu sehen und meine Freundinnen und Freunde zu sehen. Ach genau, meine Eltern zu besuchen natürlich. Und ja, aufs Zuhause, also ich freue mich nicht, aufs Haus. Und das ist alles so gross und kalt und leer und nicht so schön heimelig wie da oben. Schon gestern und jetzt auch heute merke ich, wie, nein, jetzt von diesen Bergen weg, das ist schwierig. Ui, was tropft denn da so? Nein, Scheisse! Ah, ehrlich. Das wäre euch ein Wasser gewesen, Hundis. Danny, hilfst du mir? Danke. Oh, Scheisse. Oh, das ist nass geworden. Ja, das ist nass geworden, Das geht genau. natürlich nicht mehr her. Oh, da ist noch ein Ding, die nehmen wir also nicht mit. Da rührst du aber raus, weil hier innen gibt es keinen Abfall, während wir nicht da sind. Auch nicht 1,5 Eierschalen? Nein, auch nicht 1,5 Eierschalen, abgesehen davon ist es nur eine, weil es 2 halbe sind. Nein, es ist schon ein Ei. Eben, es ist eine, nicht 1,5. Oben unten. Eben, eine, sage ich. Das meisse ich das da raus, das ist aber nicht rot. Was kommt? Nein, da kommt der Iltis und frisst es. Oder das Wieseli, das draußen wohnt und frisst es. Malia, willst du eine Eierschale? Ja, schau da. So gut, hä? Ja. Gut, komm, wir die Eierschale in Schnee. Jetzt. Weg, entsorgt. Shit. Jetzt kommt sie. Fridolin, go home. Fridolin muss hier bleiben. Nein, da kommt mit heim, da wird geklickt. Ah ja, er wird geklickt. So, jetzt müssen wir schauen, dass der Danny nicht abgeht, sonst warten wir nachher im Scheisswetter auf den Danny. Jetzt freue ich mich auf daheim und auf die Töchter zu sehen, ein bisschen länger als nur stundenweise. Das ist gut. Mal. Alles ist bereit. Pudel, wo bist du? Nur einer fehlt. Der Pudel hat sich in Luft aufgelöst. Und es hat eigentlich nie eine Spur, wo er durchgelaufen ist. Das müssen wir ja eigentlich sehen, eine Spur. Aber er ist nicht dahinter gelaufen, weil da hat es keine Spur. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Und sehen müssen wir ihn auch, weil er hat ja ein rotes Mäntel. Wo ist der Pudel, Valia? Ja, wo ist der Stracciolino? Wo? Ich gehe schnell in die Wohnung schauen. Ich habe ihm vorhin das Mäntel angelegt. Eben, ja. Macht absolut keinen Sinn. Der hat sich nicht in Luft aufgelöst. Spur, also Da ist er ja, im roten Mäntel. Er wird nie bei dem Wetter freiwillig davonlaufen. Komisch. Kein Pudel. Stracciolino! Ui, ui, oh, alles ausgegraben. Satcha, komm. Komm raus, komm. Hä? Hast du dich versteckt? Pudel, wo bist du gsi? Hä? Komm, komm her. Wo war er gsi? Er war hier im Kompost drin. Im Kompoststück. Ja. Ist gut gewesen, Straccio. Komm, Satcha, gang. Hopp. So, gehen wir, kommen Hundis. Danny kommt an die Leine, wenn wir durch den Wald gehen. Komm, Malia. So, alles Ja. gut. Gegessen hast du jetzt?
Walliser Fahne hat der Winter ziemlich gelitten. So zerfetzt in die Saisonende. Das geht so für Caroline nicht. Also, gehen wir mal die Fahne aufhängen, damit wir wieder gut bestückt sind oder alle Sterne dran haben. Und dann muss man immer ein bisschen schauen mit der Fahne, damit man sie auch richtig aufhängen tut. Weil, warte schnell. Ja, die Fahne muss immer auf den zwei, also sie muss so sein. Sie muss einfach so sein. Sie muss auf beiden Dingen stehen. Und sonst ist sie falsch aufgehängt. Da sind die Walliser sehr heikel. Ja. Das würden sie mir nicht verziehen. So. Schauen, ob wir das hinkriegen. So, mit klammen Fingern. Ja. Gut. Ja. So. 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 Es sieht super aus. Es fehlen einfach ein paar Sternchen, aber sonst sieht sie wunderbar aus. Ah. Hoppla. Ah, das geht nicht so. 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 Und die kalten Finger, die nicht so gut gehen. So. Und das wäre dann noch nachher da. Nachher kann ich ihr dann das als Mini-Röckchen anziehen, oder? Hä? Wunderbar, nicht? So. Nach 2 Wochen weht jetzt die neue Fahne im Wind. Gut, so. Also, ja, jetzt gehe ich glücklich in den Rest der Saison und schaue, was der Tag so alles bringen wird. Heute habe ich wieder voll und das ist schön so. Es läuft einmal etwas. Also der Mittelberg ist schon ein bisschen mein Daheim, ja. Das ist, also ich glaube sogar noch ein bisschen mehr als nur daheim. Es fühlt sich fast an wie Heimat. Ich meine, es hat ja in allen Jobs und so hat ja mehr oder andere Sachen, die nicht so gut sind. Aber die tollen Sachen überwiegen immer noch. Und ja, es gibt mir einfach mehr, als wenn ich da unten bin. Das ist so. Auch halt irgendwie, für mich ist es auch eine Art Kraftort. Da oben. Und solange ich mag und solange ich kann und solange mich, ja, da der Roger auch noch will da oben, dann nachher bleibe ich da oben. Genau. Und das war es schon wieder von der Winterhüttengeschichte. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region, für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.